Dann halte ich an, steige am Velo ab, beschliesse es unter der Strasse das Geländer und laufe die Stege rauf in den Garten. Der grüsse ich gerade, wer draussen hockt und nehme die zweite Stege, bis ich näher vor der hölzernen Haustür stehe. Und genau in diesem Moment komme ich mir manchmal vor wie in einem Verhör. Wo bist du gewesen? Wo gehst du her? Was hast du in deinem Rucksack? Nicht etwa, weil jemand daheim eifersüchtig auf mich wartet, sondern weil die Nachbarstochter mich mal wieder abgefangen hat. Den Gesell höre ich selber schon von weitem und kurz darauf steht sie vor mir. Mit ihren verwuschelten Haaren, meistens eine Schnuddernase, und dann koselt sie irgendetwas im Garten rum. Und sobald sie mich nachher sieht, löchert sie mich mit Fragen. Bis ich nachher irgendeinmal meinen Schlüssel nehmen kann, die Türen auf tun und ich mich ins Innere vom Haus retten kann. Dann schaue ich aber zurück und im Fenster vor der Holztür sehe ich die zerzausten Haare und höre es einfach noch weiter plappern. Dann muss ich aber schon ein bisschen grinsen. Und manchmal tue ich die Tür auch wieder auf und höre ihr zu, was sie zu erzählen hat. Wir haben schon viele wichtige Fragen zusammen besprochen, indem wir einfach halb auf der Stege hocken und zusammen Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, welche Form hat dieses Jahr? Und bei dieser Frage finden wir immer ein bisschen andere Antworten heraus. Manchmal laufe ich einfach weiter und staune irgendwie gäng, was in dieser Kinderwelt so alles zu entdecken gibt. Und dann merke ich, wie hure mühsam unser Ego im Alltag manchmal ist, für das ich nicht so viel Kind bin, wie ich es eigentlich könnte. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode geht es um etwas, was in uns allen drin ist, eigentlich schon seit wir auf der Welt sind. Es geht um Neugier. Heute von mir und von ganz vielen kleinen und grossen Kindern. Ja, Kinder, unsere grössten Vorbilder. Das habe ich auch schon in der Episode Schabernack gesagt. Und sie beweisen mir es jedes Mal wieder aufs Neue. Klar, Kinder haben auch ihre Göfferli und nicht jedes hat es gleich gut wie das andere. Und ab und zu sind sie einfach auch riesen Teufel. Aber um das soll es heute nicht gehen. Wir lassen die schweren Themen bewusst auf der Seite und gehen die Sache mit einem leichten, vielleicht ein bisschen unbeschwerten Herz an. Und wieso Neugier? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? So Fragen finde ich immer recht mühsam, weil es wechselt ja auch die ganze Zeit. Aber bei dieser Frage kann ich einfach immer sagen, es ist Sommer. Im Sommer ist für mich alles ein bisschen heller. Es ist recht leicht, ein bisschen frecher. Und weil es draussen so schön und lang hell ist und alle auf den Gassen rumhulanern, bietet die Stadt wie auch die Natur eine unglaubliche Vielfalt zum Entdecken. Blutfuss mit aarenassen Haaren auf dem Velo, wenn die Sonne so schön über die Dächer vom Quartier scheint. Der Sommer ist heftig, voller Neugier, dünkt mich. Gäng bin ich irgendwo ein bisschen unterwegs und am draussen bei einem Bauer in einem Feld pfusen. Oder das ist irgendwo, auch sicher nicht drin. Oder dann mit dem Velo Tage unterwegs sein und noch schauen, was da auf dem nächsten Berg oben ist. Das Thema von Neugier ist also da, und zwar die ganze Zeit. Einfach so. Und es geht drin und das Herz ist leicht. Ausschlaggebend war dann das Fest von meiner Nachbarin. Sie hat eine Disco gemacht. So eine richtige. Sie hat für den Anlass alle Tische, Bett und Stühle auf die Seite geschoben und ganz viel Platz für die Tanzfläche gemacht. Dann hat sie auch noch ein Mischpult hergestellt. Und vom Wintergarten hat sie die Türen in den Garten aufgetan und von dort aus hat man zu einer kleinen, aber sehr grosszügigen Bar mit lauter lustigen Sachen gehen. Der DJ hat an diesem Abend ununterbrochen aufgelegt und wir tanzen bis fertig. Also ja, bis wir halt fertig waren. Also nicht so lang, aber es war geil. Und nachdem, dass ich mir dann schon ein paar gute Chantonage angelernt hatte, bin ich dann auch in den Garten raus, weil ich von lauter Tanz auch mal eine Pause gebraucht. Draussen war ein Mann und hat mit ein paar anderen irgendetwas gelernt, von wegen, er wette doch schon gern und lang und macht es nicht und er kann das ja nicht und weiss ja nicht, ob das andere auch schon machen, etc. All dieser Bullshit, all die Ausreden, wo wir uns immer wieder einreden, um etwas nicht zu machen. Der Klassiker, oder? Ja, und jetzt wünschte ich eigentlich, ich könnte sagen, dass ich ins Gespräch verwickelt bin worden und sie mich gefragt haben und so, aber nein, ich habe auch gesagt, mach es doch einfach, weil niemand weiss, wie es geht. Und dann komme ich wieder zum Sommerlager zurück. All die Kinder, die ich dort über die Woche begleitet habe, die fragen sich nicht, ob sie sollen oder nicht.
Sie machen es einfach, weil sie das machen wollen und weil sie Lust an Sachen haben und gewundert sind, was passiert. Was aus dem Mann geworden ist, weiss ich nicht. Ich hoffe, dem geht es gut. Aber was mir wieder aufgefallen ist, dass wir Erwachsenen einfach zu viel schnurren und zu wenig machen. Oder besser gesagt, zu wenig das machen, was wir eigentlich auch wollen. Weil die kindliche Superpower, die Neugierde, die steckt in uns allen drin. Mit dem sind wir irgendwie auf die Welt gekommen. Und komme ich wieder zu einem Thema, das einfach unumstritten für mich in uns allen drin ist. Nämlich, dass wir Menschen gerne arbeiten. Wir haben ganz viele bekannte Leute, die das uns so manchmal schon bewiesen haben. So zum Beispiel die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Oder die französische Schriftstellerin, Philosophin und auch Feministin Simone de Beauvoir. Die hat unter anderem gesagt, «What is an adult? A child blown up by age.» Und das finde ich eigentlich recht eine geile Aussage. Das Thema vom sich beeinflussen von dem, was gerade ist, ist auch schon das, dass es Menschen gibt. Irgendwie beruhigt es und relativiert auch ein bisschen. Wer momentan auch so richtig am Fördern ist der israelische Historiker Harari. Der trägt momentan einen riesen Beitrag zur aktuellen Aufklärung, denke ich. Aber auch Einstein und Walt Disney haben ihr Leben lang einfach kreiert. Wenn wir dann nach einer Gemeinsamkeit von diesen schaffenden Personen suchen, stossen wir sicher auf einiges. Es waren unter anderem sicherlich rebellische und querdenkerische Wesen und haben es auf ihre Art und Weise sicher auch nicht immer einfach gehabt. Was sie aber sicher alle als Gemeinsamkeit haben, ist ihre intellektuelle Kuriosität. Einstein hat scheinbar schon dann zumal gesagt, dass er gar kein spezielles Talent hat. Er sei einfach leidenschaftlich neugierig. Und Walt Disney hat es ziemlich salopp gesagt, aber recht hat er gehabt. Wenn du neugierig bist, findest du eigentlich immer etwas Interessantes zu machen. Was bedeutet Neugier eigentlich? Ich bin auf folgende Definition gestossen. Es ist nämlich der Wissensdurst. Ein Zustand, der mit einer erhöhten Bereitschaft von einem Menschen oder von einem Tier sich neuen, ungewohnten und auch komplexen Situationen und Objekten auszusetzen oder aktiv so eine aufzusuchen. Neugierde zu befriedigen, das ist wichtig. Das bedeutet Fantasie und auch das Interesse an der Welt zu erhalten und zu fördern. Aber zurück zur kindlichen Neugier. Im Sommerlager, das ich leite, haben wir das Thema Alice im Wunderland gehabt. Das Buch von Lewis Carroll fasziniert mich seit Tag 1. Und vielleicht hast du die Faszination auch für die Geschichte, falls du sie kennst. Vielleicht ist es so einfach die Alice an sich, die das Buch so unglaublich spannend macht. Das blonde Mädchen, das auf eine Art irgendwie ein bisschen verpeilt wirkt. Wer die Geschichte kennt, weiss, dass sie so anfängt, dass Alice und ihre Schwester auf einem Bett hocken und die Schwester von Alice liest ihr aus einem Buch vor. Die Alice kann sich aber nicht konzentrieren, weil sie durch ein sprechendes, weisses Küngeli abgelenkt wird. Das Küngeli schaut die ganze Zeit auf eine Uhr und macht auch Tick-Tack, Tick-Tack und es hat das Gefühl, es komme zu spät. Die Alice macht sich auf den Weg und folgt dem Küngeli in seinen Bau. Der geht sie runter und landet in einem Raum mit vielen Türen. Irgendwann findet sie dann einen Schlüssel, wo sie die kleinste von diesen Türen aufmachen kann. Die Alice ist aber viel zu gross und passt nicht durch. Sie findet ein Tränkchen, trinkt dort raus und schrumpft. Währenddem ist aber die Türe wieder zu. Es entsteht ein riesen Chaos. Sie wird grösser und kleiner und die Türen gehen auf und zu und irgendwann nach langem Hin und Her kann sie dann ins Wunderland hineingehen. Das Wunderland ist irgendwie so paradox und absurd und trotzdem faszinierend. Sie geht zum Haus von diesem weißen Küngeli und isst dort irgendetwas, was sie wieder grösser macht. Wie auch immer in diesem Wunderland passieren extrem komische Sachen und Alice trifft auf jenste schräge Figuren, wie zum Beispiel eine Grinsenkatze oder eine Raupe oder einen Hutmacher und jeder von denen will einfach irgendwie immer eine Teeparty machen. Im Wunderland heisst es auch immer «We are all mad here». Und weil Alice nie hat aufgehört, gewundert zu sein, hat sie auch 1000 Sachen erlebt und trifft immer wieder Neues an. Klar, das Märchen ist auch richtig düster. Wer nämlich neugierig bleibt, findet nicht immer nur schöne Sachen. Nebst dem Sonnenkind trifft man sicher auch die schattigen Seiten an. Wenn man sich dann irgendwann mit diesen schattigen Seiten auseinandergesetzt hat, weiss man dann immerhin, dass man Mensch ist. Zurück zum Lager. Weil wir ja das Thema Wunderland hatten und wir im Wunderland waren, haben wir für die Kinder auch viele spannende Sachen kreiert. Zum Beispiel der Raum der Fragen. Ein Kind nach dem anderen ist auf einen Weg geschickt worden und schlussendlich von diesem Weg vor einer Tür gestanden.
Die Tür ist auf und das Kind ist in einen dunklen Raum hineingelaufen und dort abgehockt. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen verstörend und auch ein bisschen unheimlich. Darum sage ich an dieser Stelle noch, dass das unser Lagerbösschen war, wo wir einfach die Scheiben abdunkelt und mit Küsse und Decke ausgekleidet haben. Für die Kinder sind so Sachen meistens ein Abenteuer. Und die Kinder haben auf jeden Fall nur gewusst, dass sie Fragen beantworten müssen. So Sachen machen wir etwa noch, um einfach auch mal wieder ein bisschen in die Kinderwelt abzutauchen und von ihnen unsere Fantasie anregen. Dass wir einfach auch wieder verstehen, wo sie sind, wo sie stehen, was bei ihnen so abgeht. Und weil wir einfach neugierig waren. Und darum hören wir jetzt uns ihre Antworten an, die sie auf die 3 verschiedenen Fragen gegeben haben. Wenn du morgen Königin wirst, was würdest du ändern? Ich würde ändern, dass man als Kind länger im Draussen bleiben kann. Ich würde probieren, dass es weniger Streit und Krieg auf der Erde gibt. Dass alles ein bisschen fairer wird, obwohl das schwierig ist. Und ja, einfach ein bisschen mehr Positivität in die Welt geben. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde besser darauf schauen, dass es allen gut geht, nicht nur der Reichen in diesem Sinn. Und einfach die Gleichberechtigung. Dass alles gratis wird und dass in Afrika alles reich wird. Vielleicht, dass, keine Ahnung, dass alles so bleibt. Es ist momentan das Rassismus richtig das Hauptthema. Also ich weiß nicht, ob immer noch, aber ich habe es immer so mitbekommen. Und dann würde ich das ändern, dass es Gleichheit bekommt. Also jeder Mensch ist gleich. Also jeder Mensch ist einzigartig, aber ist trotzdem gleich so. Nicht? Wird so lassen. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Diener haben und zweite Diener. Und er, der Diener, gibt mir einen Kuchen. Ja, ich denke mal, halt, dass die Sachen für Obdachlose halt ein bisschen billiger oder halt gratis werden, weil die haben meistens gar keine Chance mehr, abgesehen von Spenden, Zeug zu bekommen und halt auch noch Spenden für die Umwelt, weil es ist halt wichtig. Viel. Ich würde auf jeden Fall probieren, einen Welthunger zu lösen. Und auch noch ein bisschen schauen, dass man andere Lösungen findet für Flugzeug. Also respektive für den Motor vom Flugzeug, für das es nicht so verschmutzt ist. Also, ich würde eigentlich nicht so viel ändern. Ich würde einfach das Einzige, was ich würde ändern, dass man so einfach andere einfach respektiert. Und es gibt auch Personen, die andere Personen gar nicht respektieren. Welches Land möchtest du gerne bereisen? Ich würde vielleicht noch Hawaii oder so. Und was würdest du dort machen? Dort würde ich nicht, dass alle vielleicht noch eine gute Zeit haben und so. Keine. Kein einziges? Bleibst du hier? Nein, nach Österreich und Indien. Und wieso? Ja, Österreich gefällt mir und Indien gefällt mir auch. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich alle Länder. Und wieso? Was würdest du dort machen? Ja, wahrscheinlich an einen Strand gehen. Ja, kein bestimmtes Land. Also ein bisschen überall wo ich reisen. Und was würdest du dort machen? Wenn es Strand und gute Wellen hat, würde ich surfen oder shoppen. Georgien. Und was würdest du dort machen? Die Landschaft beobachten auch tief. Italien. Was würdest du dort machen? Ins Meer da und dort Glas kaufen.
Ich würde gerne mal Dubai bereisen. Und was würdest du denn dort machen? Alles anschauen. Und die Sprache finde ich auch noch schön. Also, wie sie reden. Was gibt es alles im Himmel? Es gibt Sterne, es gibt Wolken, es gibt den Mond in der Nacht, es gibt die Sonne am Tag. Dann hat es noch sehr viele Wochen und sonst hat es nicht so viel finde ich für mich. Ein Foto, Papa Day. Sonst weiss ich nicht mehr. Wenn du jetzt so raufschaust, was denkst du, was gibt es dort alles? Nacht hat Sterne, Sonne und Mond. Und ein bisschen blaue mit weißem Himmel vermischt. Es gibt im Himmel eine Sonne, Wolken. Also für mich gibt es Wolken, Sonne, Flugzeuge und grosse, kleine Wolken, verschiedene Wolken. Also ja. Im Dunkeln, also am Abend, gibt es Sterne und Mond für mich. Sonst nicht. Wolken und Sonne und blauer Himmel, Sonnenschein. Wolken, Wasser, Elektronen, Neutronen, Protonen. Ja, Himmel und Vögel. Kinder würden viel verändern oder wegnehmen oder neu deponieren und etwas anderes machen. Aber was sie auch würden machen, ist alles genau so lassen, wie es ist. Weil das einfach reicht. Weil sie nicht noch weiss nicht was alles brauchen, für dass sie mal zufrieden sein können und mit dem anfangen, was sie wollen. Sie nehmen einfach das, was sie haben und machen das, was sie können und gut ist. Und das finde ich sehr inspirierend. Sie sehen das, was es hat und nicht das, was sie sich darunter vorstellen. Was es am Himmel für Kinder hat, wissen wir jetzt. Alles, was sie sehen. Mit dem Wissen, dass andere ganz anders denken und das auch so akzeptieren. Daraufhin hat es mich Wunder genommen, ob sich dann auch meine Freunde, die das Lager leiten, auf die Fragerei einlassen. Und alle waren neugierig genug, für sich auf die folgende Frage einzulassen. Was lernst du von Kindern? Ja, von Kindern lerne ich eigentlich viele Sachen, würde ich sagen. Erstens mal, dass wenn sie irgendetwas stresst, dann geht es wie mega schnell, dass es vorbei ist und vergessen und man ist wieder gut gelaunt. Oder ich weiss nicht, mal ich sehe einfach, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, einfach, dass ich sehe, es ist nicht so tragisch eigentlich und einfach gerade wieder vergessen und wieder gut getroffen sein. Ich denke, das ist sicher etwas, was ich von Kindern lerne. Sonst einfach die riesige Motivation, dass man immer oder viel dabei ist für Spiele und so und für Sachen. Das möchte ich auch gerne. Oder das sehe ich auch, dass es eigentlich cool ist, wenn man voll dabei ist und mitmacht. Ich finde, man lernt sehr viel von Kindern. Sie zeigen einem manchmal, dass alles nicht so schlimm ist. Und dass man manchmal mehr im Hier und Jetzt leben sollte und nicht immer schon voraus denken und zu viel vorwegnehmen, sondern manchmal einfach auch ein bisschen das Zeug auf sich zukommen und dann ja, einfach geniessen. So ein bisschen alles nicht so ernst nehmen. Echt so ein bisschen die Leichtigkeit. Ich glaube, das lehre ich am meisten von den Kindern. Und auch, wenn ich mal wie einen schlechten Tag hatte, ja, es gibt immer wieder einen neuen Tag und der wird besser vielleicht als der vorher. Dass man sich einfach nicht dort zu fest so auf die Sachen wie fixieren. Wenn mal etwas nicht so gut ist gelaufen, man kann es immer wieder probieren. Die Sachen zu spielen, es ist echt ein neues Blatt, das dir echt zeigt, was du eigentlich noch alles machen kannst, was du alles noch könntest sehen und auch, dass du Sachen anders anschauen kannst, dass du nicht immer musst an alles denken
dass die Zeit mega relativ ist. Dass wir mega viele Vorurteile haben, dass wir immer zu viel überdenken, dass wir trotzdem so in einem Stress sind und dass wir einfach alles zu ernst nehmen manchmal. Also ich glaube, das, was ich am meisten von Kindern gelernt habe, ist, dass sie nicht urteilen oder weniger als so jugendliche oder erwachsene Personen. Und nehmen die Leute, wie sie sind und alle mit einbeziehen und so. Und das finde ich am faszinierendsten. Genau. Von Kind, das ist eine sehr spannende Frage. Also heute ist mir zum Beispiel aufgefallen, die probieren einfach, manchmal habe ich das Gefühl, dass man als Erwachsener zu viel studieren. Und einfach mal drauf losgehen und eben auch, dass man die Neugier nicht verlieren sollte. Weißt du, das Kindliche. Das vermisse ich manchmal schon. Und plötzlich, wenn man sich ertappt, wenn man kindlich ist es fein lustig und auch die Welt anders wahrnehmen. So wie Kind ist auch sehr spannend. Wir laufen an Sachen vorbei und denken, ja, irgendwie, wie funktioniert das? Ja, ist ja gleich. Aber die Kinder fragen dann, du, wieso schwimmt der Ente zum Beispiel? Das ist mir auch schon passiert und ich dann denke, eigentlich stimmt's. Ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und nicht nur auf etwas fokussiert, sondern einfach die kindliche Neugier. Wenn ich daran denke, was ich von Kindern lernen kann, kommt mir spontan gerade das Motto Lebensfreude, Lebensfreunde in den Sinn. Also, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Kinder Freude zeigen können, wie sie lachen können, wie sie Begeisterung haben. Seien es kleine Sachen, die sie wahrnehmen, die sie zum Teil nicht ganz realisieren können, aber einfach sich darauf einlassen und einen gewissen Mut haben und mit dem einfach drauf losgehen. Sachen wagen, Sachen ausprobieren und Neues lernen, Neues entdecken. Ich finde, das sind auch Sachen, die als Jugendliche oder junge Erwachsene man beibehalten sollte und einem viel geben im Leben. Von den Kindern lerne ich die Unbeschwertheit, dass die Welt klein ist und man sich mit den Mitmenschen soll beschäftigen und einfach auch mal wieder blödeln kann, ohne zu weit zu denken. Und das macht für mich so Kind interessant, weil sie noch ganz woanders stehen als wir Erwachsene, die immer noch Probleme sehen oder mit Tagesschau, wo so viel Negatives sehen und sie haben noch die Unbeschwertheit, wo schon auch vieles mit sich bringt, aber wirklich das Ausbrechen für mich ist, wenn ich sie sehe. Was gibst du diesen Erwachsenen oder diesen Leuten mit, die jetzt im Alltag vielleicht ein bisschen vergessen haben, wie man Kind ist? Also ich denke, wenn sie grundsätzlich mit verschiedenen Kindern wieder einfache Geburtstagsfeste machen, weg vom McDonald's oder weiss ich was, einfach mal wieder in den Wald gehen, auch die Natur mit dem Kind einbeziehen, dann lernen das Kind wieder ganz anders kennen und sich selber auch. Also ich merke auch, ich durch mein Verhalten wieder ganz anders fokussieren oder den Blickwinkel haben, wenn ich mit Kindern zusammen bin, die Verträumtheit oder auch mal wieder mit Menschen anders an, das Lachen wieder ist anders, die Unbeschwertheit zum Teil auch anders. Oder auch Probleme auch anders anschauen und lösen und die Emotionen zeigen, die Freude zeigen, alles zeigen, offener, als was wir Erwachsene machen mit dem Kind. Von Kindern lernen wir immer und immer wieder Neues. Aber wo zum Beispiel das Sonnenkind ist sicher auch ein Schattenkind. Ich komme gleich nicht darum herum, über das Schattenkind auch zu reden. Eigentlich ist es paradox. Wir sind immer auf der Suche nach dem Sonnenkind, nach dem Unbekümmerten und Leichten. Und trotzdem ist irgendwie das Schattenkind das, das gewisse Leichtigkeit, Frechheit und manchmal auch noch Anstand mit sich bringt. Weil es ist nämlich genau das, was kommt. Irgendwann im Tag und bullshittet in x-beliebigen Situationen voll in den Kopf hinein. Es macht uns irgendwie träge und ängstlich, manchmal handlungsunfähig. Und durch das ganze Zweifelnde, was in uns auslöst, wirft es uns manchmal meilenweit von Lebensfreude weg.
Die Schattenkinder, also unsere schmerzhaften Erfahrungen von anderen zugefügt oder von uns selber zugefügt, ist da und braucht auch irgendwie seinen Platz. Es muss nicht einfach gehen, das gehört dazu. Was wir aber versuchen können, ist, dass wir dem Sonnenkind mindestens genauso viel Platz im Leben machen wie im Schattenkind. Es braucht irgendwie beides für eine Balance. Und jetzt haben wir viel gehört, was wir von Kindern lernen können. Und vielleicht hast auch du irgendetwas für dich mitnehmen. Von Kindern können wir nämlich Folgendes mitnehmen. Das ist sicher mal die Einfachheit. Sachen oder Situationen sind manchmal nämlich gar nicht so schlimm und tragisch, wie wir eigentlich zuerst meinen. Manchmal braucht es ein bisschen Abstand von einer Banalität, dass wir sie dann auch wieder schnell vergessen können. Und vor allem, dass wir sie dann nicht mit uns herumtragen. Weil Sachen, die wir die ganze Zeit mit uns herumtragen, wenn wir so nachtragend sind, das scheisst einfach für alle Beteiligten nur an. Was wir auch lernen von den Kiddos ist Motivation. Also klar, wir müssen nicht für alles, was wir machen, wie auch immer Motivation aufbringen. Aber mit grosser Motivation eine Sache sein, weil es einfach Fakt, das macht es irgendwie für alle cooler. Wenn wir voll bei der Sache sind und im Moment leben, im Hier und Jetzt und nicht gegen irgendwelche Sachen schon vorgreifen, sondern die Sachen eher so ein bisschen passieren und sie dann auch geniessen. Was die Kinder auch richtig gut können, das ist neue Sachen ausprobieren. Neue Sachen ausprobieren, ohne gerade den Anspruch an sich selber zu haben, dass es auf Anhieb klappen muss. Und dann kommt mir die Situation in den Sinn, wo ich erst bei meinen Eltern daheim, bei meinem Pär in der Werkstatt etwas rumgesägelt habe und angefangen zu basteln. Dann irgendwann war ich fertig und bin stolz zu präsentieren und gesagt, «Schau da, das habe ich im Kopf gehabt, das ist daraus geworden.» Er hat mir dann gesagt, «So wie du schaust, gibt es sicher deine nächste Business-Idee.» Und das hat mich so genervt, die Aussage. Weil er einfach so recht hatte. Ich wollte gar nicht irgendwie eine Idee umsetzen, sondern ich habe schon wieder an ein Start-up gedacht. Aber eigentlich mal machen und die Einfachheit nicht verheilen mit Ideen, die Ziel werden müssen. Sondern einfach mal, weil es fängt, die Sache auch anzugehen. Und etwas Wichtiges, wenn es darum geht, neue Sachen auszuprobieren, ist, das, was uns manchmal ein bisschen nervt, aber fragen und fragen und fragen. Und dann auch zuhören. Und nicht fragen, weil wir das Interesse deponieren wollen, sondern weil es uns wirklich interessiert. Und dann geht es darum, auszuprobieren, etwas zu wagen und etwas Neues zu lernen. Das Machen an sich ist ja schon ein schwieriger Punkt, wo wir viel dran herumhadern. Aber was wirklich schwierig ist, und das scheisst richtig an, weil das ist einfach ein Fuß mit im Ring, aber es ist Beharrlichkeit. Ein Freund von mir hat mir gesagt, der Traum ist erst ein Traum, wenn er hat. Er hat mich auch wieder nachdenklich gestimmt. Erst wenn man etwas ausprobiert, kann man in einen Flow hineinkommen. Und der Flow ist meistens nicht von Anfang an da. Darum fangen ja viele gar nicht erst an, weil sie diesen Flow nicht haben. Aber die ganze Euphorie, um etwas zu machen, die kommt ja halt erst, wenn man auch mal ein bisschen drin ist. Und darum geschieht er einfach mal machen, ohne Erwartungen, sondern aus Freude raus. Und nachher dranbleiben. Das eine führt dann irgendwie zum anderen. Und manchmal fängt man mit einer Idee an, die mal da war. Und irgendwann gibt es etwas komplett anderes. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es ist wie eine Ansammlung von verschiedenen Projekten. Wie so ein Mosaik, das man am Schluss zusammensetzen kann. Ich merke gut, die Sachen, die Kinder haben, die Eigenschaften, die sind gar nicht so einfach zum Umsetzen wahrscheinlich nicht. Der nächste Punkt ist nämlich Sachen und Leute so nehmen, wie sie auch sind. Weniger vielleicht urteilen. Aber wieso, dass mir das Podcast noch unter anderem Freude macht, ist, dass meine Ansichten und Meinungen sich auch verändern. Und da bin ich ziemlich fest froh darüber. Oft habe ich gesagt, nicht urteilen, nicht werten. Aber für eine fundierte Meinung, sich über ein Thema zu bilden, braucht man einfach auf eine Art auch eine gewisse Wertvorstellung zu einem Thema. Was Kinder weniger machen, ist abwerten oder verurteilen. Es ist wahrscheinlich das, was wir Erwachsenen von ihnen mitnehmen könnten. Werten ist zwar wichtig, das auch hilft zur Orientierung, aber das Abwerten von anderen Sachen. Und oftmals hat es ja mit irgendwelchen Baustellen, die wir an uns selber haben, zu tun, wenn wir andere abwerten. Weitere Sachen, die wir von den Kindern mitnehmen können, ist, dass die Zeit relativ ist. Solange es Freude macht, ist es eigentlich in Ordnung, wie viel Zeit man investieren. Oder auch Offenheit. Kinder gehen mit so einer grossen Neugierde in x-beliebige Situationen rein und schauen einfach, was passiert.
Und sie haben so viel Platz für Emotionen und Gefühle. Bauchgefühl vor allem auch. Was mein Kollege gesagt hat, ist Zeit mit Menschen verbringen. Und hier rede ich von intakten Beziehungen. Sicher auch das Zusammenleben mit diesen Menschen, halt, wo manchmal schwierig ist, aber dort vielleicht die Sachen halt ansprechen und Sachen, die nerven, auch deponieren. Weil dann kann man dann auch wieder gemeinsam zusammen weitermachen. Was hier auch genannt wurde, ist Zeit mit Kindern verbringen und die Sachen simpel behalten, rausgehen. Da ergeben sich manchmal auch ganz neue Sichten auf Situationen, die vielleicht schwierig zum Lösen waren oder vielleicht kann man auch ein gemeintes Problem mal anders angehen. Und hier zum Schluss der für mich wichtigste Punkt. Der lautet, alter Ego nicht so wichtig nehmen. Sich selber einfach manchmal nicht so ernst nehmen. Wieder einmal haben wir es gehört, dass Kinder so wichtig sind für unsere Inspiration und auch, dass sie uns zeigen, wie man ein bisschen Leichtigkeit und leichte Herzen in den Alltag reinnehmen kann. Und ich wünsche mir jetzt für dich und auch für mich, dass wir es auf eine Art und Weise schaffen, die Leichtigkeit in kleinen Schritten in unseren Alltag hineinzunehmen. Und dass du und auch ich etwas aus diesen Sachen, die die Kinder und meine Freunde gesagt haben, können rausnehmen können. Für dass wir auch im Alltag unsere Awesome Range of Freedom geniessen können. Und wieder einmal finde ich es richtig schön und merci vielmals, hast du zugelassen bei Awesome Range of Freedom. Habt ihr Sorge und bis gleich.